Das ist ein Gesetz, von dem wir, wenn den verschiedenen Orateuren nur leicht oder noch Texte liest, eigentlich nicht richtig Notwendigkeit erklärt kriegt. Es bleibt ein bisschen schwierig, wie weit man das tun muss, man auf das Regierungsprogramm verwiesen. Es wird gesagt, dass Memoire und Recherche sollen getrennt gehen. Da wird auch von verschiedenen Leuten betont, dass das aber sich ein gut Arbeit als die gelegt ist. Das ist eigentlich überzeugend Argument. Für was das aktuelle System muss geändert gehen, die fehlt an der Durchstellung. Und das ist eigentlich die erste Frage, die wir stellen, für was das tun. Es wird gesagt, Recherche soll in Zukunft scientifisch sein, mit neuen Adjektiven dabei, Kritik komplett an objektiv, mit das sind einfach Attribute von aller Recherche scientifisch. Und es gibt ganz viele Unklarheiten über die Memoire, man der Mutter hat schon davon geschwärzt, über vieles eigentlich. Wenn ihr guckt, über die letzten Monate, was die Regierung gemacht hat an dem Bereich von der Geschichte und der akademischen Forschung, da muss ich zwar sagen, dass sie ja ihr Regierungsprogramm angehalten hat, aber wie gesagt, wir hatten schon ein paar Mal heute darüber gesprochen, eine ganze Reihe von kompetenten, respektierten Forschungsinstituten aufgeschafft wurden. Und das, was wir heute machen, das setzt dann noch einen Schlussstrich in die Forschung, in der Form, wie wir sowieso hatten, vom Enrollement forcé von der Resistenz. Für was das gemerkt wird, das wird man in einer gewisser Zeit gesehen. Wir hatten an ein paar Diskussionen darauf aufmerksam gemacht, dass wir an einer Zeit leben, wo es Geschichte dekonstruiert wird. Das muss man sich wirklich freuen, dass das nicht nach mehr weit geht. Wir haben an dem Institut d'Histoire du Temps Présent eine Reihe auch neue Unsicherheiten. Wir wissen halt nicht, ob die Lützeburgische Geschichtsschreibung do so gepflegt wird, wie wir es gewinnt sind, aber wie wir es mit Recht erwerben. Auch die Nomination vom Direktor, der bestimmt ein ganz kompetent Persönlichkeit, als wir frohen, ob wenn ich die Interviews lesen, die er selber gehen hat, als enger Prost zu einer ganzen Reihe von den Herausforderungen, die muss konfrontieren. Ich will da nicht alles zitieren, aber wir werden sicher in den nächsten Monaten, Jahren immer ein kritischer Blick auf die Universität werfen und uns die Frage stellen, wie du Lützeburger Geschichte behandelt wird, auf welche Stelle wird sie wirklich wird. Die Archiven, die Frage von der Proprietät von Dokumenten, was dem Staat nicht kann, was dem Staat nicht gehört, darüber kann er noch nicht verfügen. Lieu de Mémoire, Villa Pauli, Tollerischer Gär, Parfümmitteln, alles unbeantwortet Fragen. Und wir sind an der ADR ein bisschen an einem anderen Reflex wie CSV. CSV hat auch eine ganze Reihe Fragen abgezählt, ob diese keine Antwort kennt. Er sieht aber in der Konklusion, wir stimmen dafür. Wir sagen als ADR, solange wir die Fragen nicht beantwortet kriegen, die für uns aber wichtig sind, auch für uns Nationalgeschichte, für uns Sensibilität, für die Leidensgeschichte, wo so viele Leute in diesem Land, wenn wir nicht wissen, für Wert wirklich das ändern, auf Wert mit all den Lieux de Mémoire geschieht, solange sie mir nicht d'accord, weil wir wollen die Sicherheiten haben, und die Assuranzen haben, wie zu wissen, dass das Geschichte mit Respekt, Kontinuität weiter behandelt wird. Doch die Journée Nationale du Souvenir, das ist eine Proposition, von der wir sich noch nicht wissen. Es wird gesagt, das ist das unik. Ja, gut, es wird dazu zusammengefasst. Soll da doch ein Zentralfeier gehen, soll probiert gehen, Männer feiern über Land an den Gemengen zu organisieren, wird das die Form von der Feier, wir hatten gesehen beim Nationalfeiertag, der praktisch der nächste Souci von dieser Regierung war, der religiöse Charakter durch den Tedeum aufzuschaffen oder auf jeden Fall an einer anderen Form, an einer nicht offizieller Form nach bestehen zu lassen. Was geschieht da mit der Form von der Journée de la Commémoration Nationale, wie das bislang gehandhabt wird? Ich will just daran erinnern, dass ein Datum von der Journée, Journée Nationale du Souvenir, da steht am Text, es kann den Datum sein von der Journée de Commémoration aktuell, es muss das aber nicht sein. Wir wissen nicht, was dabei durchkommen. Und die Journée de Commémoration Nationale hat einen eminent symbolischen Charakter, dadurch, dass es ein datumsmäßige Referenz war, ob den 10. Oktober, also ob die Personenstandsaufnahme, die die Gauleiter organisieren. Wo soll die Symbolik auch wegfallen? Wir wissen es nicht. Den Ferien auf einer geringer Partei hat gesagt, die Feier soll eng sinn, wo die sicher für Lützeburg ass mir auch, wo all die anderen Leute sich sollen da rumfannen. Auch dat stellt Frohen über den zukünftigen Charakter an, ob die Feier nach Bezug aus an der wenger Form, an der wenger Moos, ob die Geschichte von diesem Land. Das ist einfach ein ganz sensibel Matière,
an wo Symbolik eng wirklich groß Rolle spielt. Wir werden also dort oppassen, auch die spezifischen Zeremonien, wie zum Beispiel Liberation durch die Amerikaner. Wir hatten gesehen, dass das Regierungen unter Murcht, aus der eine ganz Reihe von Zeremonien, auch die von der Liberation von der Hauptstadt, nicht mehr nach einem Minimum eigentlich gefeiert gehen. Und das wird der Bedeutung, auch von der historischen Bedeutung von der Befreiung, also Verbundenheit mit den Amerikanern wegen der Liberation, die historische Dankbarkeit, die wir selber haben, dass die eigentlich durch den ungenügend feierlichen Charakter von der Erinnerung leider auf vorgestellt ist. Die Dignität von den Feiern aus sich ist auch wirklich etwas ganz Wichtiges, weil wir müssen aufpassen, dass das einfach vielleicht eine Plattitüde ist, so, weil sie an der Gedenkkultur immer nimmt wird. Mit die Leute, die am Krieg gelitten haben, dürfen nicht zweimal leiden. Einmal durch das Unrecht, was ihnen demals zugemut gouf, und einmal dadurch, dass wir hier Undenken nicht adäquat ehren. Wir haben ein Rezentbeispiel gehabt, dem Memorial, der von den Amerikanern Militärkirfisch zu Hamlo für eine Woche, da wo kein einziger lützebäischer Minister vertreten. Vor 2 Jahren gemeldet mit wo kein do. Und auch das stellt vor, wie will das Regierung eigentlich an ihrer Symbolik, an ihrer Präsenz die Geschichte ehren, die uns aber mehr markiert wie viele andere Sachen an unserer Geschichte. Am Ministère d'État soll ein Service gegründet gehen, ein Service unique de la Commémoration, an anscheinend mit engem Matarbeiter. Das ist natürlich ein Rekord an der Rationalisierung, aber das ist nicht unbedingt das, bei dem sich vorstellt, für eine Geschichtskultur zu erhalten, auch wenn das bestimmte ganz ausgezeichnete Matarbeiter ist. Wir müssen noch aufpassen, dass wir nicht Geschichte umdeuten. Wir haben eine ganze Reihe Feierlichkeiten, die am Ausland nach groß gefeiert gehen, wie an der Belgien und an Frankreich zum Beispiel, der Armistice zum Ersten Weltkrieg, extrem wichtig, also werden erinnert gehen, aber wenn die Schlachtfelder vom Ersten Weltkrieg besichtigt wird, wie weiß, was da für Leute werden, ich weiß auch, dass man das auch ein wichtiger Teil von unserer Geschichte ist, die ja auch nur zu den embryonaler Idee von der europäischen Integration gefeiert wird, am Nachfolge vom Ersten Weltkrieg. Alles das ist ganz wichtig. Mit der Umdeutung der Geschichte ist doch, dass wir die Datumen an ihrer eigenen Bedeutung feiern. Das geschieht, dass wir die Kapitulation vom Zweiten Weltkrieg an eine Journée de l'Europe verwandelt haben. Das kann ich nur vollziehen. Aber wenn wir der Journée de l'Europe nicht Kapitulation vom Reich vergessen. Alles das sind Sachen, auf die wir werden aufpassen, wie das Geschichte an ihrer eigenen Bedeutung, an ihrer eigenen Symbolik, an dem, was so Gefühle mit sich springt, erhalten bleibt. Eng positiv sehr will ich aber auch ausdrücklich unterstreichen, dass die Präsenz von der Affergruppe von den Juden an dem neuen Komitee, die geschafft wird, aber abgewehrt wird. Ich meine, das ist eine positive Erscheinung. Wie der Rest, also schwer für Leute, wie so ein großes Gremium soll effektiv schaffen. Der Wunsch, dass man Geschichte an den Schulen mehr stark behandeln, wie bis lo den sicher justifiiert. Auch weil den Zentrum für politische Bildung, von dem man hier sich nach nicht wissen geschaffen wird, stellt sich aber immer im Vor vom Geschichtsunterricht an unsere Schulen, an unserer letzten Intervention zu dem Thema, hat da ja darauf aufmerksam gemacht, dass vielen Schulen Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg oder just nur im Zweiten Weltkrieg abheiert dem nur weh, dass ob den höheren Klassen dax gut kein Geschichtsunterricht mehr ist und dass das wirklich ein Problem ist, dass ganz viele Jungleute aus der Schule kommen mit wichtigen, großen Lakunen an dem Wissen, wo wir aber so, wenn die Gesellschaft will verstehen, wenn sie will formen, wenn sie will an ihrer ganzen Komplexität können nachvollziehen, dem muss einfach ein solid Wissen an der Geschichtswissenschaft tun. Und an dem Sinn können wir die Regierung nicht encouragieren, wie auch dem Aspekt eine Priorität zu gehen an der Erinnerungskultur. Wenn wir all die Fragen haben, die Unsicherheiten, auf die ich für tun aufmerksam gemacht habe, aber weil da ihr seht, wir brauchen Antworten, immer eine positive Decision hören, wie sicher zu sein, dass wir nicht auf den falschen Weg gehen, wird mir das Gesetz nicht stimmen. Wir werden aber diesen Prozess weiterhin kritisch und ganz aufmerksam begleiten.